Wir haben in der ersten Hälfte ein bisschen darüber geredet, wie unsere Relation mit Gott ist. Es wurde nu in der zweiten Hälfte ein bisschen verdiepen. Hat sich ein bisschen angehört, dass ich bloß nur zu Impresarios rede, die viel Geld haben. Was ist die, was sagen wir, ganz so normale Arbeit, nur gute Handwerker sind, oder wo immer auch, oder Lehrer sind, Prediger sind, wie können sie damit umgehen? Ich glaube, das ist noch ein ganz großes Paket, wenn ich mal die geistlichen Diener nehme, Prediger, Lehrer und so weiter, was Seelsorger, Dienstdiener, wo sie die in der Gesellschaft finanziell gestaltet sind. Und auf der anderen Seite, wo kann dann die, die normalen Lohn empfangen, gut leben oder versorgt sein? Ich glaube, die Prinzipien sind dieselbe. Wir haben zu lernen auch, dass jeder eine unterschiedliche Berufung hat. Der eine ist ein Talent gegeben, dem anderen zwei, dem anderen 4, dem anderen 10. Und dort wird uns in unserem Leben, sagen wir mal, beschäftigt. Wichtig ist, dass du deine Berufung findest und du bist deswegen nicht weniger gestellt bei Gott, wenn du ein Arbeiter, Lehrer oder irgendwas anderes bist. Der Impresario ist nicht besser gestellt für Gott oder ein Grund mehr gesehen zu werden. All die anderen Seelen kriegen so gesehen und versorgt worden. Das Ganze fängt vor und dabei an, wo ist meine Relation zu Gott. Und ein zweiter Faktor ist, so sind unsere ministische Kolonien oder Gesellschaften, die Prediger und die Lehrer müssen sich selbst versorgen. Die müssen eine Farm haben, etc. oder was immer, und sie tun ihren Dienst umsonst. Das Konzept gibt es in der Bibel nicht. Das gibt es bloß bei uns Minister. Da müssen wir vielleicht lernen, die Bibel zu studieren, wo wurden Lehrer versorgt, wo wurden Prediger versorgt, wo wurden Seelsorger versorgt und so weiter. Dann gibt es in der Bibel viel Lehr darüber, wo die Arbeitnehmer oder die Arbeiterseele versorgt wurden. Früher wird das Konzept ganz normal, die Knechte lebten bis ihrem Herrn und die werden immer ganz versorgt. In unserer modernen Zeit kriegt er einen Lohn und weit die. Da müssen wir vielleicht umdenken und sagen, welche wir als Impresarios unsere Mitarbeiter helfen zu prosperieren. Vielleicht müssen wir in den Impresas lernen, wo man hier mit Geld und da mit Geld umgehen kann, wo kann man ein Familienbudget machen und sich damit beschäftigen, wie können meine Mitarbeiter auch wassen und versorgt sein. Dan brauchen wir Impresarios ein Umdenken. Und auf der anderen Seite, für die, die im geistlichen Dienst sind, dort hat noch einen anderen Vortrag darüber, über die verschiedensten Orte von jedem Tierenden, Opfer und Almosen und so weiter. Für wem ist der Tierende gedacht und all so Dinge. Ich würde Ihnen ermutigt machen, darüber die Bibel zu studieren. Da braucht unsere Gesellschaft in der Realität eine Veränderung, eine Reform. Weil Gott hat das nicht so gedacht, dass irgendwer, wer einen Dienst tut, deswegen soll arm sein und nicht ein Uitkommen haben. Ich kann von darüber, wenn es die Kartenzeit nicht sehr deep darauf angehen, aber ich möchte, dass in alle Kolonien, in alle Gesellschaften, dass ihr sehr vorkommt, ein Desfassage, dass man die Arbeiter oder die Diener Gottes vernachlässigt, sondern dem Motto, lieber Gott, halt du demütig, wie soll ihr dafür, dass sie arm bleiben? Das ist nicht, dass wir so denken, aber wir handeln ein bisschen so. Wir denken sehr aufwertend von einem geistlichen Dienst, wenn wir in Nummern rechnen. Wie viel ist uns dort in Geld wird, dass der Prediger hier oben steht, die Gemeinde organisiert, dass ein Seelsorger sich um die Probleme von anderen Menschen kümmert. Wie viel ist uns dort wird? Und ich glaube, da haben wir als Impresarios eine gesellschaftliche Verantwortung. Gott hat uns mehr Geld anvertraut. Für was? Um mehr zu verdelen. Mein Dienst, mein geistlicher Dienst, ist nicht primordial hier zu tun. Das tut bei uns. Mein geistlicher Dienst ist ein Impressor, Geld zu produzieren, damit das Reich Gottes gebüht werden kann. Für was hat Josef die 7 Jahre Korn sammeln? Damit ein Volk gerettet wird. Für was hat der richtige Kornbauer im Neuen Testament sein Geld sammeln, damit er selbst genug hat. So, wenn wir unseren Impresario leben, aus einem geistlichen Dienst sein, so als Josef, wo wir Geld produzieren,
damit das Reich Gottes hier auf dieser Erde kann wachsen. Das heißt, dass die Menschen, die Gott geschaffen hat, von Gott versorgt können worden. Und wo versorgt Gott seine Schöpfung? Der ist seine Botschafter, der ist seine Diener, den er wird anvertraut hat. Da müssen wir als ganze Gesellschaft darüber reden, wo ist die Verantwortung für die, was mir anvertraut ist, gesellschaftliche Verantwortung. Und da sind wir nicht genug belehrt worden. Ich glaube ganz sicher, als ich selbst Impresario, dass meine Verantwortung nicht bloß meine Familie ist. Meine Verantwortung geht viel wieder aus meiner Familie. Wenn meine Verantwortung bloß meine Familie wird sein, dann wird Gott mir bloß so viel Geld geben, dass ich meine Familie kann versorgen. Er gibt mir mehr, weil ich einen anderen Dienst habe. Und das ist wichtig als Impresario, zu erkennen, ob eine sieht, und op de andere sieht, für die, die einfach Lohnempfänger sind oder im geistlichen Dienst sind, die hat diese Not vorkommen, dass das nicht gesehen wird. Darum will ich anladen, dass je darüber die Bibel studieren, das Wort Gottes studieren, und seine, wo Gott da Lesungen schafft, für jene Gesellschaft, wo ihr seid. Ich sage, das wird zu Schutz sein, wenn der geistliche Dienst vernachlässigt wird und dadurch nicht Top-Qualität angeboten wird. Wir brauchen gute Lehrer, exzellente Lehrer. Wir brauchen gute Seelsorger, die wirklich mit ganzer Hingabe sich auf die Menschen konzentrieren. Weißt du, ein Seelsorger zu einem gehen, der zum Abend Malchen hat, sein Acker bestahlen hat, der aufgerackert und meid ist, nun soll sich noch die Probleme anhören, der hat doch Gott kein Interesse oder Lust oder Zeit noch dafür. Der muss seinen Kopf klar haben, der muss Zeit im Gebet haben, wenn du kommst, der muss Zeit haben, zu beten, Gott zu fragen, was ist dem sein Hauptproblem? Was ist dem sein seelisches Problem? Der muss diese Zeit haben. Und wie muss er als Gesellschaft sein, können die das haben? Das levitische System und das 11 Stämme, wenn wir dort vergleichen, die Leviten durften nicht Land haben, die durften nicht ackern. Warum? Damit sie nicht versucht werden, ihre Zeit dort zu wasten. Sie sollen ihre Zeit ganz hingeben, um dem Volk zu dienen und das Volk zu belehren. Und der 11 Stamm wäre verpflichtet, obligado, das einen Stamm Leviten zu versorgen. Mit dem Tienden, mit Opfergabe und so weiter. Erstlingsfrüchte und so weiter. Der hat keine Not. Die Not entsteht erst dann, wenn wir andere 11 Stamm dort nicht erkennen, dass dort unsere Verantwortung ist. Dann haben die Diener Gottes ein Problem. Und das ist eine Wechselwirkung. Es der Haft im Feind gelungen, einmal das Kapital vom Geistlichen zu trennen. Hier sind die Impresarios, die konkurrieren hier in der Prediger, so sage ich das mal. Ja? Warum? Das sind ja die Sünder und Zöllner, die mit Geld umgehen, in dieser Welt leben, und das sind die Geistlichen. Der eine hat mit dem anderen wenig Gemeinschaft. Ich will den Rüd fordern, siegt die Union. Dat wir taubschaffen, dass das Kapital Gottes, was er gibt in dieser Welt an uns Kredientes, Leben, kann mit geistlicher Autorität gefüllt werden und dem Volk zum Sehen gegeben werden. Wir wollen niemals arm werden, macht Ihnen keine Sorge. Wir wollen niemals arm werden. Das hat sich noch keiner arm gespendet. Das Zeugnis hat noch nicht gehört. Dass einer arm geworden ist, weil er zu viel gespendet hat. Er kann das nicht, aber ganze Welt. Wo einmal wie gepredigt habe, ist noch keiner gekommen und gesagt, du, ich habe so viel gegeben, dass ich nicht deswegen arm bin. Ich kann die 100% sichern, du wirst am Ende immer mehr haben. Ich gehe mal wieder an unserem Vertrauen, an unserer Beziehung. Ich wollte das noch ein bisschen mehr provozieren an unserem Gefühl. Weil ich glaube, der Umgang mit Geld hat sehr viel mit unserem Gefühl zu tun. Ich nehme mal 2 Beispiele. Meine Tochter, die will studieren, oder irgendwer von diesen 3 Kindern, und sie weiß, Papa ist Impresario oder hat Geld, er verdient genug. Und die kommen zu mir und sagen, Papa, ich will studieren gehen. In Deutschland bei uns ist es so, dass ich über Tag studiere. Die können dann nicht noch nach unserer Oberstadt angehen. Und Papa, würdest du mir das betonen, das Wohnen und das Eten, dass ich kann studieren? Du, sicher, mein Kind, ich kann dir das geben. Wir haben ein Business und Gott hat uns gesehen. Ich will dir das geben, wir haben genug.
En dan op eenmaal geht de dochter oder de zoon luisteren om onkel en vraagt hem, onkel, kost je me aan je steden? Ik brauch geld om studeren. Oder geht nur opa en oma, kan je me aan je steden, ik wil studeren? Oder geht nur de bank, kan je me niet een stipendium geven om studeren, damit ik studeren kan? En op eenmaal komt me dat te oren. Waar word ik als vader veilen? Ik heb je nog. Ik heb dat mijn je dochter versproken. En ze geeft zich dat wo onderweg zitten. Waarom deed ze dat? Ze heeft geen vertrouwen in mij. Wordt mij dat niet wegdoen? Want mijn dochter niet vertrouwen in mij heeft? Waarom doen we dat zo met God? Deed hem niet dat hoort wij? Waar we allemaal wat pracheren? En dan zegt we rammeraan en staat zamelen? De vader zegt, van je irdische väter, jullie kinderen geven wat ze jullie bidden. Want ze jullie aan een brood bidden, je weet die dag ook niet een steen. Want ze jullie aan een vlees of een vers bidden, je weet die nog geen slang. Hoeveel meer wordt de hemelse vader jullie geven wat je broeken? Waarom maken we God treurig? Ik wil het nog meer, nog duidelijker zeggen. Stelt je het maar voor. Gott sei Dank ist das nicht so, aber stellt euch das mal vor. Meine Frau kommt nach mir und sagt, Victor, ich habe ein gutes Leben mit dir. Und du kannst mir viel geben. Aber willst du mir nicht alles geben kannst, was ich mir wünsche? Halt nach anderen Männern, die mir das geben können, was du mir nicht gibst. Wo du noch eine Eifersucht in mir hochbrennen? Das ist die Eifersucht, von der Gott redet. Hij is eifersüchtig naar deze relation exclusiver met die en met mij. Waarom ga ik naar wem anderen mij verzorgen te laten, als naar mijn Vader im Himmel, die met mij een bündnis heeft? Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. En ik zie wo andere wees verzorgen als bij hem. Waarom maak ik zijn hart treurig? Dat is de relation, dat is dat gevoel, wat God feilt, wanneer we onderwijs gaan als nu aan. Hij is mijn vader. De zaak is, we gaan nu wo onderwijs gaan, nu zei ik dat uit mijn leven, weet ik God gar niet als vader kan. Dat is gar niet slecht gemeint van mij. Deswegen verstehe ich das. Es ist gar nicht schlecht. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Ich dachte immer bloß, Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Sinn und mit all dem Geld hat er nichts zu tun. Nu habe ich durch Anwesenheit sein Hort immer traurig gemacht. Immer wo unterwegs hingerannt, aus nur Arm. In Wirklichkeit will er mich versorgen. Die Bibel ist voll davon. Und warum kann ich Gott nicht als Vater? Waarom kan ik God niet als vader? Waarom vertrouw ik hem niet als een vader die mij verzorgen kan? Dat heeft zeer voorken met onze ervaring, met onze ene ouderen te doen. We overdragen onze ervaring thuis. En dat is al ganz bij jong, bij 4, 5, 6 jaar. Deze ervaring wat we met ouderen gemaakt hebben, overdragen we aan God. En dat wil ik jullie uit mijn leven vertellen. Zoals ik al eerst zei, als ik arm opgewassen, als ik 9 jaar weer, ging ik arbeiden en ik jardineria om mijn geld te verdienen dat ik mijn speeltuig kon hebben. In de school schaamde ik me dat we immer de oude kleider aanhouden. De anderen kunnen zich im Recreo wat hebben, Kakao oder irgendeine Sache, wie niemals. Oder sagen wir mal, ich selbst, niemals. Da kam sogar so weit, dass ich 12, 13 war, ich kaufte mir zu Weihnachten, wieder meine Eltern so knapp an, sie können uns nicht Geschenke geben. Ich kaufte mir selbst mit meinem selbstverdienten Geld ein Geschenk, lebe mir dort an einem Tannenbaum, damit am Weihnachten da ein Geschenk für mich war. Was deed dat mit meinem Hart? Kämmer die die selbst. Da ist kein Vater, der die versorgen hat. Und das deed ein kleines Kind war. Wenn ein kleiner Jung
De papa verspreid me worden van de middag, wanneer ik terugkom van de arbeid, verschonen. En ik kom dan op een oven terug, en dan is het al 8 en lood geworden, en dan hebben we niet meer tijd om verschonen. Dat kind wordt direct zeggen, papa, du hast mir ongelogen. Dus jetzt, we worden verschonen en we doen dat niet. Dat kind heeft een enttäuschung im hart. Mijn vader heeft niet gehuilen wat hij ziet. Is dat niet vorken zo, dat we diese Enttäuschung erleben? Gott, wie weit dat im Kopf? Der liebe Gott ist mir gut und der will mich versorgen. Aber wir haben Enttäuschungen erlebt, dass das gar nicht so ist. Die Enttäuschung haben wir als Kinder erlebt und dort übertragen wir an Gott. Ich habe niemals mit Gott geredet, dass er mich versorgen kann. Weet je, dat ze dat beleefd hebben. Als ik 15 werd, ik wil wieder leren naar school, mijn ouderen vinden dat niet zo wichtig. Dan deed ik zelfs een hectare bos ruiden en korn planten en dat aarde, damit ik me kon de school betalen. Wer kümmert sich an mij? Weet je, die moet schaffen, geld verdienen en kümmert die an die selbst. Dan is die je helpen. Want deze boodschap in mijn hart binnen is, zo is mijn relatie met God. Dan deed dat God jaren om mij te veranderen. Deswegen ist das extrem wichtig. Der Feind, ich habe mal ein Beispiel von Schwarze und Witte Sud. Ich darf hier ein bisschen verstehen, Portina, ja? Der Feind ist daran interessiert, an unsere Gedanken Schwarze Sud anzustreuen. Und dort, was wir beleven in unserer Relation mit unseren Eltern als kleines Kind, dat schafft ein Programm bei uns. Wir kennen die Handys und die Computer, haben alle ein Programm binnen. Und wenn der Feind uns ein Programm nennt, schrift und uns ein Gefehl, dann braucht er mich nicht mehr versuchen. Ich funktioniere nach dem Programm. Und ich funktioniere nach dem System, versorgen machst du dich selbst. Die Botschaft, meine Eltern sind ganz geistlich. Wirklich ein großes geistliches Aufgabe, was wir hier haben. Aber in dieser Sache kann mein Papa auch nicht. Dann fange ich an, das zu verteidigen. Na, ich kann auch nicht. Aber ich habe das Problem. Wichtig ist, dass ich das erkenne und meine Eltern vergeben kann. Für das, was sie nicht können. Ich muss das einfach erkennen und vergeben. Und hingehen und Vater. Kannst du das Loch, was ich hier habe, das falsche Programm, was ich hier habe, canceln, delete. Und kannst du mir nie ein Programm geben in mein Hart, die zu vertrauen. Dat kost viele Jahre. Ich habe viele Jahre nicht gelebt, dass Gott überhaupt mit Geld was zu tun hat. Der hat bloß mit meinen Sünden was zu tun. Ich habe das nicht schlecht gemeint. Ich habe auch Prestamos genommen und wo anderes mir finanzielle Sachen geholt. Und als Kind, wichtig ist, so diep nennen zu gehen. Ich mag da mal einen Seelsorgeprozess und mehrere Male. Terug zu gehen und zu erkennen, was ist da passiert. Da ist eine Deception passiert, eine Enttäuschung. Das hat mich wehgetan. Ich habe mich geschämt, arm zu sein. Als Teenager, wenn du nichts hast, schämst du dich in der Gesellschaft. Du bist verstaat, du bist nobody. Das ist das Gefühl, was bei mir graviert ist. Du bist nichts und du bist keiner in der Gesellschaft. Was fangen wir dann an zu denken, wenn wir Geld haben? Victor dacht, wenn ich mal ein guter Impresario bin, viel Arbeit haben verdient habe, dann kaufe ich mir einen nagelneuen 7er BMW. Dann kann ich durch die Gesellschaft fahren und dann sehe ich auch wer. Guck mal, was passiert. Ich würde das Geld, den Sehen gebrochen, um eine Wund in meinem Hart ein Partchen abzudünnen. Das ist alles. Ich wurde Geld gebrochen, um meine kranke Seele in Frieden zu bringen. Dafür ist Geld nicht da. Dafür ist Jesus da. Ich wurde das Geld missbrauchen. Dann ist es kein Wunder, warum Gott mir kein Geld gibt. Warum? Ein Auto wird meine Seele nicht heilen. Ich würde es wenig wichtiger sein. Die Schuld musste ich lernen. Immer war da, ein paar Mal in meinem Leben. Als we dan terugtrokken naar Duitsland, dat is 14 jaar terug, we vangen fresh aan. En dan hadden we niet genoeg geld. Ik wilde al een nieuwe impressa opmaken. En mijn broeder liet me naar koor. Dat werd verbeeld. En ik schaamt me verder. Als een oma impresario
hingewiesen zu sein. Wenn ich irgendwo hinfuhr und ein Meeting oder so was, ich würde einmal ein bisschen wieder aufparken, damit keiner sagt, was von der Kuh ich vor. Maar Scham, wie war das in meinem Hort. Es schämt mich für die Armut. Gott leidt dat op een bewustzijn, hij provoceert dat. Dat zijn de noten die God toelaat, damit dat kranke wat dat te zijn is. En hier komt dat waar dat voor dat kranke. En dat duurt lang. En dan een paar maanden ruikt mijn broeder mij aan, hij is mechanico. Victor, hier is een medarbeiter van mijn collega, die verkauft een BMW, een Dreier. Dat is zo billig, maar 1300 euro. En dat is werkelijk im gouden toestand. Die zouden die vielleicht hebben. Das ist technikamente wenig Kilometer und wirklich perfekt. Dann beten wir am Abend mit meinen Freunden darüber. Und ich weiß noch, wo Gebet, wie froh Gott, der wir uns dem Scheibe oder nicht. Und dann sage ich so aus dem Finger, es waren so. Dann wussten und sie dachten mir, hast Gott dann durch jeden, dass mir so ein Billett Auto scheibe? Am anderen Tag, wie ich büte auf dem Hafen, ich weiß noch, was ich dachte, ich hatte das falsch, ich hatte das nicht so mit Visionen, das ist sowieso nicht meine Guf. Gott kann unmöglich was jeden haben, wenn ich 1300 Euro von der Kohle gebe. In Wirklichkeit wirkt das, dann fangen wir an logisch zu denken, du kaufst bloß die Klimaanlage, das Auto kriegst du geschenkt, bei 1300 Euro. Ja? So, das ist kein Geld, da kann Gott unmöglich was jeden haben. Und selbst im Moment kommt ein anderer Gedanke, wirkt wenn du dir das kaufst, dann kaufst du das in ihm Welle. Aber nicht willst ich dir das geben. So, wir kennen das noch. Aber ich wüsste auch, so viel habe ich mit Gott erfahren, wenn er da jeden ist, dann ist besser, du lässt die Finger davon. Aber dann euert mich das. Warum hat Gott, was da jeden, dass ich meine Kurz habe? Und dann, das dauert nach Monaten und Monaten, und im Herbst wird das dann, wo ich einmal meine Kinder in die Schule bringe, komme ich an diese gebrockte Kur von meinem Bruder, weil der aufmachen, dann hat die Grippe in der Hand. Und dann kommt so, es waren Stimmen in meine Gedanken. Nu ist Zeit, dass du dir nie ein Auto schaffst. Was wird passiert in der Zeit? Gott lehrt mir, dass mein Exit nicht davon abhängig ist, was von der Kuh ich vor. Weißt du, wenn du nur Impresarios, andere besitzt, die eine Kunde besitzt, dann verkaufst du nicht, willst du feine Kleider hast, du verkaufst nicht, willst du mit einem Mercedes daheim fährst, sondern du verkaufst, willst ich die Gunst geben, ich gebe die dort geschafft. Willst ich die dort geschafft geben, deswegen verkaufst du. Nicht willst du irgendwer best, wenn es der feine Chor. Ich muss dort lernen, dass mein Wert nicht vom Auto abhängig ist. Warum? Das kommt mit der Wund, dass ich mich schämt vor Armut. Damit Gott mich nur frisch sehen kann, muss er meine Seele, ich muss heilen, in dem Punkt. Gott deed nicht alles auf einmal, das würden wir nicht vertragen, aber er deed mal diesen Punkt in meinem Leben behandeln. Und dann seht er, als das so weit wie, nu habt ihr eine bessere Kur. Er kauft das Geld dafür, er weiß mir was von der Kur, und wir haben viele Jahre mit Vergnügen geführt, und das wir gerade aus der BMW, was er mit haben will. Gott kann versorgen, aber wenn er ans sehen will, dann wird er wahrscheinlich anfangen, erst unsere kranke Seele in dem Punkt zu heilen. Und zwar nicht, wo wir mit dem Sehen falsch umgehen. So ist der reiche Kornbauer. Wir wurden das für uns verbrochen. Unsere kranke Seele tapare, der Lacher zu machen. Da kleine Pflaster abmachen oder Parches oder was man wieder nennen. Ja? Dafür erste Sehen nicht. Und dann machen wir uns aufhängig von einer Kur, um uns Geld zu feilen. Et sie wer will sich eine gute Kur vor. Das war der Mammon. Es sagt mir Vertrauen in was anderes nennen, als dort, was Gott ist. Wenn Gott uns sehen will, wird er an unsere Seele, an unserem Hort arbeiten. Wenn unsere Seele nicht gesund ist, ist es sehr gefährlich, dass wir viel Geld haben. Der eine verrannt sich und geht das Haus zu bauen. Gott hat nicht jeden, wie vorher von deutschen Tag auch Mercedes, und wir haben 2 Mercedes. Gott hat damit kein Problem. Häng bloß nicht den Hut daran. Du kannst auch einen Helikopter haben, damit du Arbeit vor, damit hat Gott kein Problem. Häng bloß nicht den Hut daran. Reichtum ist für Gott kein Problem. Hiob hat schrecklich viel Geld, unmenschlich viel Geld. Damit hat Gott kein Problem, solange es deine Seele nicht daran hängt. Dein Wert nicht daran hängt.
Das Risiko ist einfach, wo gehen wir mit dem Geld an? Ich habe von dag noch vorgenommen, dass wir den Prozess in den letzten Jahren, ich hatte Angst, dass Gott uns nicht genug versorgen, um diese neuen Bodega zu betalen. Und da fängt Gott frisch an. Es war noch eine Schale bei mir abzudaten. Warum hast du Angst, dass die See nur abhören wird? Na ja, wer weiß, ob du mich treu bist und du mich wirst immer versorgen. Oder warum hast du Angst, wenn da Probleme gibt? Fühlst du dich allein? Ich habe mich vorhin allein gefühlt im Leben. Du musst dich selbst um alles kümmern. Und ich habe vorhin mit Gott so gehandelt. Immer muss ich mir alles selbst verdienen. Immer muss ich mir um alles selbst kümmern. Kannst du mir nicht ein Vater sein, der sich einfach mal um meine Probleme kümmert? Ich habe gefühlt, als wenn der Feind sehr Anfang ans Geschäft anzugreifen. Dann fange ich an, mit Gott darüber zu reden. Kannst du nicht mit dem Feind handeln, mit dem Teufel, der hier in uns ist? Kannst du nicht mit dem handeln, dass ich mal zurückkomme aus meinem Vater? Dann gab er mir auf einmal falsch, dass er wird den Fresser bedrohen, er wird den Feind bekämpfen. Und dann fängt es an, ruhig zu werden. Gott will unsere Seele bearbeiten. So als wie viele als Kind, und das sind Dinge, die in unsere Kindheit gekommen sind. Denk mal terug, wo hast du Erfahrungen gemacht, dass du so feilst, als du vandaag feilst? Wo feilst du die Verloten von deiner Mutter vielleicht? Hast du die nicht genug Geld gehabt? Die nicht gelebt genug? Nicht lief gewesen? Das fällt ans Minister sehr schwer. Unsere Kinder zu umarmen und einen Hug zu geben oder einen Kuss zu geben oder zu sagen, ich sehe die Geld. Die Mutter tut das auch noch mehr, aber ans Vater fällt das schwer. Ich kann das nicht so sehr für meinen Vater. Ich weiß, dass er mir Geld ist. Aber in meinem Hort hat das nicht gefehlt. Ich habe das dann irgendwann einmal auch Gott gesagt. Hat ja in Hebräer 12,5, wen du annimmst als deinen Sohn, den züchtigt der Herr. Das heißt, wenn wir gezüchtigt wurden vom Herrn, können wir weiter, dass wir seine Kinder sind. Dann sagt ich zu Gott, oh ja Gott, das weiß ich, bei so viel Priel, was du mir gibst, weiß ich, dass ich dein Kind bin. Aber weißt du was, lieber Gott, ich würde das mal hier feilen wollen, dass ich dein Kind bin. Ich feile nicht, dass du mir lebst. Ich hätte das nicht gefeilt haben, dus. Bei 15 Kindern konnte der Eltern das vielleicht nicht allen geben. Ich sehe denen, das wäre nicht toll. Aber die Wunderheit trotzdem. Ich feile nicht, dass du mir lebst. Ich weiß, dass eines Tages ein Erlebnis hat, wie wir im Gebet, so als wenn ein Mantel über mich kam und Gott mich umarmen deed. Ich sehe die Geld. Ich liebe die. Männer wollen mal sehr aufrichtig sein mit unseren Gefühlen. Wir können die nicht dood machen in unserer Seele. Wir können viel sagen, dass wir mit dem Kopf entscheiden. Aber wenn wir hier nicht gelebt fühlen, wo wir Gott nicht können leben. Wir wollen seine Leben für uns nicht verstehen, nicht empfangen können. Und weißt du was? Für ein paar Wege sieht mein Sinn zu mir, er wird mal wollen, hier in Gottes Leben erleben. Er ist in der Bibelschule. Er weiß das alles. Und er sagt mir, ich habe nicht genug von die Vater, habe ich getreten. Nicht genug gelebt gewesen. Es ist abgewaschen aus all den anderen Kindern. Wir haben nicht 15, wir haben nur 3. Darin, wo ich verletzt sie, wo ich meine Kinder verletze. Ohne, dass ich das will. Ich will meinen Sinn bestens ertragen. In der Weg mit Gott ertragen. Er geht mit Gott im Weg. Er ist nicht in der Sinn. Aber er fehlt nicht, dass Gott am Gott ist. Er fehlt nicht der Leben, wie er die von mir nicht gekriegt hat. Ich habe den nicht geben, wie ich selbst den nicht gekriegt habe. Wir geben wieder, was wir gekriegt haben. Das so. Ich habe den Mangel von Leben gehabt. Ich konnte das nicht geben. Und das ist das selbst in Finanzen. Wenn ich Gott nicht vertrauen kann, dass er mir lebt,
Hij wordt mij betalen wat ik brauche. Hij wordt sich finanziell an mich sorgen. Hij ist mir gut. Aber wenn meine Lacher nicht geheilt sind, dann wird das passieren. Dann wird er sehen, was Gott mir gibt, dat je Lacher verstreuen. Ik wil anfangen dat geld te bakken met irdische dingen. Dan brauche ik een koor, ik brauche nog meer vroegs, waarom ik 5 minuten niet geleefd. Dan zie ik de leven bij vroegs. Oder ich habe nicht kunnt entscheiden, du bist keiner bei uns hier thuis, nur die kann bloß noch der Hund. Ich brauche Macht in ihr, ich brauche Bedienung. Mit Geld halt Macht, ich kann entscheiden über Menschen, über andere Dinge. Dann sehe ich nicht nur Geld, ich sehe die Macht. Ich brauche Applaus, wenn ich hier fein geredet habe, dass die Menschen mich jubeln. Warum? Meine Seele hat nicht Anerkennung gekriegt. Das ist wichtig, dass wir zurückgehen an unsere Seele. Was haben wir belebt als kleine Kinder? Dat we anfangen naar God te komen voordat ik brauche Heilung in meine Seele. Damit allen sehen, den du mir gibst, ich richtig verwalten kann. Und Jesus sagt, weißt du, ich in deinem Leben al so schwind, als du mir erlaubst. Aber du erlaubst mir noch nicht so schwind, du bist noch nicht gesund, noch nicht heil. Ich brauche noch Zeit mit dir auf diesen Weg. Deswegen ist ans Leben ein Prozess von Heiligung auf eine Seite. Aber weißt du was? Noch scheint es ein Prozess von Heilung. Dass Gott uns gesund macht in unserer Seele. Dass wir die Verwundungen, die wir erlebt haben, keine Brücke. Deswegen ist Finanzen ein Port, in dem ich das belebt habe. Wir haben eine Berufung daran hat der Teufel mich sehr verletzt als Kind. Meine Geschwister hadden selbst die Ältere erlebt. Die haben nicht diese Verletzung. Die haben andere, was ihre Berufung betrifft. So, der Feind wird probieren, die Berufung, wo du bist, die als Kind falsch zu programmieren. Damit du nicht in die Berufung kannst. Und ich habe viele Fehler gemacht mit Geld. Ich habe mit Geld viele von meinen Leichen teugedeckt. Mit Geld geprüft zu heilen. Ich habe Panik. Ich sehe Sicherheit in Ruhe in Geld, dass ich viele Reserven habe, damit ich mal ruhig leben kann. Aber das kommt bloß daher, dass ich krank bin, nicht genug erlebt habe, Versorgung. Deswegen vertraue ich nicht, dass Gott mich genug versorgen. Ich vertraue darauf, dass ich einen großen Opelgarten habe, der wird mich versorgen, wenn ich in Pension gehe. Ich vertraue darauf, dass ich viel Lohn habe, was ich kann arrendieren, damit ich Versorgung habe, wenn ich in Pension gehe. Warum? Stirbt Gott, wenn ich in Pension gehe? Hat Gott irgendwann einmal zu mir gesagt, ich würde dich bloß versorgen, bis du 65 bist? Oder 60? Aber wir handeln so. Wir schaffen von morgen, damit wir morgen genug haben, davon leben können. Das beeinflusst uns. Warum? Ist Gott dann tot morgen? Wir haben das so belebt, erfahren, irgendwo als Kinder, dass wir uns am Anfang mussten selbst kümmern. Dann vertrauen wir nicht, dass Gott uns morgen auch versorgen kann. Weißt du, wenn unsere Seelen nicht geheilt sind, können wir nicht mit Geld umgehen. Das Geld wird uns verführen zu viele Vicios. Warum willst du das Loch im Hort ausfüllen? Und deswegen ist das Gottes Genot, wenn er mir einen Ferrari gibt. Das ist Gottes Genot, wenn er mir nicht zu viel Geld gibt. Ich würde bloß Dummheiten damit machen. Ich würde meine Seele, die krank ist und verletzt ist, probieren damit heilen zu machen. Das schafft nicht. Deswegen müssen wir Gott einladen, unsere Relation mit Gott weiter herzustellen. Ich will die beleben als ein Vater, der mich versorgt. Ich will die beleben als ein Vater, der sich an mich kümmert. Ich will die Leben erleben. Ich will die als Versorger erleben. All das, was wir weit in unserem Kopf in der Bibel. Wir feilen das bloß nicht. Das ist der Kampf. Und wenn du dort nicht feilst, fang an mit Gott zu reden. Mit Gott darüber zu handeln. Gott, ich weiß, dass du sagst, dass du uns alles gibst. Ich weiß einen Moment in meinem Leben, wo ich zu Gott sage, weißt du was? Das, was du mit mir tust, das würde ich mit meinen Sehen niemals tun. So fehlt ich mir von Gott verloren. Weißt du was? Gott hat kein Problem damit, dass wir an der Wahrheit sagen, was wir fehlen. Weil er weiß sowieso, was in unserem Herzen ist. Wir können ihm hier noch so viel Alabanza geben in der Kirche. Er weiß, was hier ist.
Weißt du, das ist viel wichtiger, dass wir anfangen, Gott zu sagen, wovon wir enttäuscht sind. Gott, das ärgert mich, dass du mich nicht versorgst. Das galert mich. Kannst du mal anfangen, mit mir zu handeln, et sie nicht einverstehen, was du mit mir angehst. Wel mal anfangen, oprechtig zu sein, was an onze Seele ist. Damit wir das opleiden, für Brüder, für Freunde, dann kann Gott anfangen, an unserem Leben zu handeln. Je ziet al sehr weit über meine Zeit gegangen. Weil uns doch noch ein paar Minuten Zeit nehmen, je kan eine Frage stellen, was immer je willen. Wir sind als Mennoniten, den wir abgewaschen oder gelehrt, vielleicht nicht gelehrt, aber der Ambiente hat den wir rückgebracht, dass die ersten Menschen dort sind, die in Afrika Missionsarbeit tun, oder die Prediger, die reden von dort. Und aber wenn ich von montags morgens bis zu Uwe schaffe, dann fühle ich mich verpflichtet. Ich habe nichts für Gott getan. Ich habe die Weg immer bloß geschafft. Und dann will even den, was er Geld hat, den dann, wenn jedes Jahr, bei jedem schafft bloß für sich selbst. Wenn er mir mal Geld leihen, würde ich vielleicht auch besser kann. Oder wo wir dort schaffen zu ändern, dass wir wollen an den Rechten vielleicht mal so gesagt, kann anchecken, aus der erste Serie, wenn hey, dort für Gott hat. Dat we die niet willen rechten als een beheer en zo weer. Das hat was mit Gefeilen zu tun. Der einzige Feil sich benötigt, dass sie nicht versorgt haben, nicht so viel haben. Der andere Feil sich verurteilt in ihrem Gefeil, weil sie in ihrer Arbeit sind. Es muss selbst, lebt auch, als sie bloß für Gott wird, voll wenn ich Prediger und Missionar sie. Und so habe ich als Jugendlicher angefangen, in eine Gemeinde mitzuarbeiten, alle Wegen dabei zu sein. Und in Wirklichkeit, wie in meinem Hort, auch der Goften Prediger. Je moet je dat ook einfach, dat je het misschien ook toe aan je rechten en van Gottes woord te leren. Zo had ik als het 19 weer God moet vergelijkt, het had beides hier binnen. Ik wil hier een impresario zijn, en op de andere zijde ook hier een missionair of prediger zijn. Het wordt bereid dafür zijn. En dan leerde ik God zover, God, wat wist u dat ik zal worden? En eenmaal ganz einfach in de Bibel lezen, wie bij Psalmen gewesen, las ik in Psalm 28, 2. Du wirst dich von deiner Händewerk ernähren. Wohl dir, du hast gut. Und dann kommt so ein Gedanke, Victor, ich will gar nicht, dass du Missionar wirst. Stehe nicht der andere Missionare bei ihrer Arbeit. Aber weißt du, was ich will? Weißt du, was ich will? Ich will, dass du die an den kümmerst. So, Gott beraubt mich ganz klar, Impresario zu sein mit einem Proposito. Kümmer die an meine Diener. Und von dann an ist für mich das Wirtschaften krijgt so jästlich, als hierboven te stehen und zu lernen. Ich will im Himmel denselben Lohn haben, wenn ich treu zie in meinem Beruf, als ein Prediger. Warum? Ich habe meine Abgabe getan. Das muss ich aber auch lernen anzudenken. Wir sind so geprägt, es ist bloß Beruf, bloß jästlich, was ich in der Gemeinde hier tue am Sonntag. Deswegen habe ich Schwierigkeiten, ans Händewort, ans Alltagsarbeit als jästlich zu sein. Dat ik met God taub doe. En dat moeten we aandenken. De Bürger is beroepen zijn land te bestellen. Dat is een opdracht Gottes. Bewirtschaftet en verwaltet die Erde. Ja? De andere is een mechanico. Der is beroepen de koren fijn te repareren en daarna betere te bouwen. En de andere is beroepen andere zaken te doen. Damit de Welt verwoldt en bewirtschaftet wordt. Dat is wichtig, dat is een geestlicher Dienst, wenn du deine Berufung nu jest. Studier daarop, wo de beste in deine Berufung, wo exzellente, dat du den besten Dienst gibst an de Menschen, wie Gott dir das beauftragt hat. Ja, ik ben een beetje nieuwsgierig. Die reeds van de eerste mensage van ik zei dat wat ik ja leende had, or something like that, zegt ze door.
wat is die idee van met geld schaffen, met leren? Wanneer is het tijd om leren, wanneer niet? Is dat aardig, is dat reich? Wo kunnen persoonlijk een entscheiding maken wat een wil doen met geld schaffen? Dat heeft je de twee vormen. De ene wordt veel geld hebben en dat geld arbeiden laten. En de andere wordt niet genoeg hebben, dat geld gebruiken om te arbeiden. Ik wil zeggen, Doriva heeft veel jaren in de Bibel gestudeerd. Ganz kort gemaakt. In diesem CD oder in dem Buch ist das Seminario sehr detailliert. Wo ist das biblische, von Gott gedachte System für eine Gesellschaft? Als hij de Sklaven, de Juden, uit Ägypten uitviert, via de Wüste naar Kanaan, moest hij van een Sklavenvolk een Estado maken. Dat hij moest den leren, hoe functioneert het systeem de justitia, hoe functioneert het politische systeem, hoe functioneert het schoolsysteem, dat systeem van gezondheid en hoe functioneert het wirtschaftssysteem. Dan heeft dat nog een paar andere details. Dus hij moest den dat leren, dat vind je in de Bibel weiter. Wie funktioniert ein Wirtschaftssystem, wo Gott sich dort gedacht hat, in einer Gesellschaft, wo alle prosperieren. Wie Gott sagt, ich will nicht, dass Arme ungejönt sind. Und Gott hat ein biblisches System designiert, nur dem eine Gesellschaft funktionieren kann, dass alle versorgt sind. Nicht alle Millionäre sind. Das müssen wir nicht falsch verstehen. Aber alle versorgt sind. So, ich kann das nu nicht in 5 Minuten detailliert bringen. Der Proposito von Gott ist, dass alle versorgt sind. Nummer 1. Nummer 2, das will ich mal so einfach in den Raum schmieden. Kreditsystem ist nicht ein System Gottes, um zu segnen. Das sehen wir bei vielen Beispielen, wo Gott versorgt hat. Kreditsystem ist nicht im biblischen Design, um eine Wirtschaft prosperieren zu lassen. Wir sehen in unser weltliches System alle Estados, die sich verschulden, kommen niemals frei davon. Das heißt, wo Kreditsystem aus einer Basis für das Wirtschaftssystem ist, verschuldet sich der Estado, auch die private Gesellschaft immer mehr. Und da ist kein Rückkommen. Das ist nicht das biblische System, aber dort hat man an dem CD desarrolliert, um dort zu verstehen. Du redest van dat du had die alle zelfs verzorgen, niet zo? En dat had een teken aan die doen, maar we een waag van denken aan je doen, dat God kan zich niet aan die. En du als impresario hast dat geld om die Kenia schuld geven en dat we dan fehlt en alles. Wo ist die Balance zwischen die Kenia schaffen leren, oder die te veel geven? In Kenia wordt alles gedaan van thuis. Würde dann in andere Hand, dass mein Vater versorgt mich. Aber unsere Erfahrung wies alle wegen, dass Kenia wird alles von Tüß ist, an meistens nicht so sehr brauchbar in der Community. Ja. Als die, was die gelehrt haben, von clean zu schaffen. Ja. So, wo ist die Balance zwischen dem? Nu als je je voor bij mij, dat ik mijn Kenia zo wel verzorgen, en even protectionaren, dat ik van de andere ziet, Piet wat erop valt. En zij niet leren te arbeiden. Ja? En we zijn beopdracht te arbeiden. Jemand, der verletzt ist, an dem Punkt braucht sich nicht Sorgen machen, dass er in dem anderen Extrem fällt. Ich fange sehr stark damit an, dass meine Kinder von klein ab arbeiten mussten. Und ich leert dann auch weiter ein Problem. Dat irgendwann, ich habe das von dort zumal, das habe ich all einmal verteilt. Mein Sohn musste immer ab dem Hof abpassen und das Gras schneiden und so wieder. Und er kriegt Geld dafür. Er kann sich dort verdienen. Ich habe dann auch ein System, wenn du dein Auto in der Schule hast, dann kriegst du eine Skala von verschiedenen Prämios. Waarom? Ik ga arbeiten, je gaat naar school arbeiten. Tja, nu durf je niet zo zeggen, hier. Dan krijg je meer problemen met je voeders. Dan had ik een Skala gemaakt, je arbeitet in de school. En je kan je over dat geld leren, ook geld verdienen. En zo had ik een systeem opgebouwd, zich zelfs geld te verdienen. En wat maakte ik dan een paar jaar? Ik deed dat zelfs, wat ik beleefd heb. Ik liet mijn kinderen zich dat geld zelfs verdienen. Da kwam een tijd wo mijn zoon dan vorhin niet last had, dat gras te snijden. En ik zei dan tot hem, nou dan is gras snijden ohne last. Nu had hij een programma bij zich programmiert. Nou ja, du musst arbeiten, selbst wenn du keine last hast, dat te doen.
En dat moest ik met aan beoordelen. Dat we een programma wat ik met mijn woorden in zijn hart geschreven had. Arbeid zal ons een vrede geven. Dat we dergelijke arbeid God eer geven. Dus wij zullen een arbeid ook schijn gaan in die beroepen zijn. Zo ik proef een middelweg te vinden. Een deel, bijvoorbeeld wanneer je naar studeren gaan, in die tijd verzorg je het. Maar wanneer ferien zijn, of semesterferien zijn, dan krijg je voor mij niet. Dan moet je arbeiden gaan. Dus dan heb je tijd, je wat te verdienen. En in die tijd verzorg je niet met extra. Je bent thuis alle verzorgd, je krijgt alles wat je braucht thuis. Maar wanneer je extra's willen hebben, dan kan je bij mij een impressor schaffen en een andere impressor schaffen, maar dan verdient je het ook wat. Ik probeer een middelweg te vinden. Ik zie ook om leren door, dan moet je met de kinderen verhandelen. Ik moet plus, ik had mijn kinderen al zo verlaatst daarmee, dat mijn oudste dochter zei, ik kan plus, dat is niet genoeg. Nu had ik mijn dochter ook een falsche programma geschreven. En daar probeer ik dat te recupereren. Er meer te verzorgen, er te helpen. Nu te vragen, hast je nog, fehlt nog wat? En zo'n dingen. We moeten erop achten dat het een balans heeft. Je moet leren te arbeiden. Wanneer je niet wist arbeiden in de ferien, dan moet je ermee tevreden zijn dat je geen geld hebt. Dat moet je leren. Wie niet arbeidt, heeft ook niet geld. Wanneer je wist arbeiden, wil ik die dat mogelijk maken dat je goed verdient. Dat het ermee leven kost. Dat is mijn mening daarover, maar dat moet man leren. Ik heb veel fehler daarmee al gemaakt. Ja. Wat is je toeroeden te wem weer een krijgt baan is, wat du een impresario, wat du dat weer schaffen, wat dat nodig heeft, wat recursos wat krijgt weer veel te weer schaffen, maar wat du ook weer wel uit een krijgt eruit komt. Ik würde dem raten, den CD einmal anzuhören. Nicht, dass ich alles weiß, aber es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes sehr diep studieren, weil sein System ist. Ich kann bloß dann switchen, wenn ich verstanden habe, wie Gott sich dort designiert hat. Nummer 1, ich will in die Schulden und ich fange an mit Gott zu verhandeln. Gott, ich habe Schulden bei der Bank, ich verstehe das System, aber sorg du dafür, dass ich Kapital habe, damit ich wirtschaften kann. Ich will nicht ein kleiner Bolitje, eine kleine Hinterhoffirma sein, sondern ich will Impresario sein und die Welt konquistieren. So, kannst du mich versorgen mit Finanzen und Kapital? Dann lehrt Gott mir langsam einen Weg. In meinem Fall braucht das 4 Jahre, bis ich über dem System bitte wir, wo ich lernen muss, einmal nicht mehr Kredit nehmen, dann komme ich in Schwierigkeiten und dann fehlt mir über mehr Kapital. Dann gab Gott mir diverse Ideen, andere Inversionistas, die mit Kapital in Impressen ankommen und so wiederkommen. Das wird bei dir vielleicht anders sein oder bei dem anderen noch anders. Wichtig ist, in dem Moment, wo ich mir nicht die leichte Halb nehme, fange ich an mit Gott zu verhandeln. Und er wird mir Ideen und Kreativität geben, auf die ich nicht kommen würde, wenn ich facil dinero habe. Waar gaat de CD? Oh, die wordt hier verdeeld wordt. Okay. En dan had ik nog ten eind wieder vragen. Dat gaat nogmaals krediet brücken, tem een impresario wieder halten? Nu wordt een zeer provocante antwoord geven. Wanneer die vrouw met die een relatie seksueel heeft, wordt hij die een andere vrouw geven? Nächste Frage. Ja, ich kann mit einer Frage. Das sagt ihr, wie du nicht schaffen. Wir haben die Kinder auf Universität nicht in die Schule geschickt. Wir können nicht wenig verdient haben. Nu, da immer Kinder zu schaffen. Was hast du für Route? Du hast das Reich, wenn ich die Kinder in die Arbeit nehme, oder wo ich selber für sich noch das kann lernen schauen. Ich verstehe das Wort. Weil ich selbst sehr arm abgewassen sehe. Und für selbst muss arbeiten gehen. Ich würde einfach empfehlen, weißt du, die Wunde für die Kinder kann sein, mein Papa kann mich nicht versorgen, Gott kann mich auch nicht versorgen. Es ist wichtig, ist, mit den Kindern darüber zu reden. Kinder, wir haben nicht viel, aber ich will kämpfen und mit ihnen kämpfen, weil Gott fragen, dass er uns hilft, hier rauszukommen. Nehmt den mit im Gebet.
wie es dien hoort dat du selbst nu nicht kannst, aber die Wurst die bemeje, das Beste te duinen, das Beste te geven. Die Kenia sind sehr barmherzig, der wurde dort seine. Wichtig ist, dass wir reden und nicht sagen, ich kann nicht. Wenn dann hier sein, nur hier, Gott kann nicht. Wir müssen lernen, aufrichtig mit unserem Hort sein. Und mein Papa hat es auch nicht gekonnt. Er weiß, er ist ein geistlicher Mann. Aber wichtig wurde Familie gewesen sein, weil mein Papa mir gesagt hat, ich kann die nun nicht ein Akkordeon schreiben, aber ich würde mit die Taub kämpfen, für den Weg sein, dass wir das ja eine Taub konquistieren. Das würde mir geholfen haben. Ich würde Gott besser verstehen in meinem Leben. Deswegen frei reden mit den Kindern, aufrichtig reden, taub beten, weil das Taub konquistieren. Sie machen plötzlich Menschen, dass das vielleicht nicht überall, aber eine was anderes an Menschen, die da finanziell Probleme haben. Und dann fangen an zu denken, wo sie Samwur gegen Gott gewesen sind. Wo sie das Ding nicht getan haben, was sie gefällt haben, zu sollen tun. Und dann haben sie ein großes Schuldgefühl, dass als die Ursache, wo wenig das zu leben sind. Was das vernannt wird für dort. Grundsätzlich als deutsche Menschen denken wir, wenn mir was Negatives passiert, habe ich was Falsches getan. Ich sehe dann zu Gott immer so, wenn ich einen Fehler mache, dann kriege ich kurz mit einem Baseballschläger in den Kopf. Das ist ein Bild von Gott. Das kann mal so sein, dass ich einen Fehler getan habe und deswegen habe ich eine negative Konsequenz. Das kann mal so sein, sicher. Aber im Allgemeinen, wenn wir schwierige Situationen haben, ist das nicht immer, weil ich einen Fehler getan habe. Bitte, Gott wisst mir das ganz deutlich. Und es ist wichtig, dass wir barmherzig mit uns selbst sind, selbst dann, wenn wir einen Fehler machen. Ich habe mal ein Fehlinvestment gemacht, das wir begeistert hat, das analysiert, nach meiner Meinung alles richtig analysiert und kaufte uns eine neue Produktionsanlage, um China zu schalen. Willst du wieder Büros, da wurde Chaps produzieren, wie wurde die China-Schale zum Verkaufen. Und hat ein Investment gemacht, das von China die Maschine alle importiert, ich glaube, das wäre bei $100.000, bloß dann produzierte der Bauer das keine Chaps mehr. Dann stund das alles. Ich fühlt mich sehr schlecht für Gott, dass ich so viel Geld in Blech investiert habe, dass nicht zu brücken wird. Und ich fühle mich selbst verurteilt. Wie kannst du so dumm sein? Ich habe wohl alles richtig und gesagt, mit denen verhandelt und berät. Dann ging ich zum Rot, seht ihr, einen älteren Impresario. Wie gehst du damit an, wenn du mal Geld verprasst hast, sag ich mal so, einfach verbrückt? Dann seht er zu mir ein einfaches Wort, in Epheser. Wir fehlen alle mannigfaltig. Wir brücken dich nicht. En wo ist das mit unseren Kindern, wenn die noch ankommen und was an seine Papa hat dort und dort falsch gemacht oder dort und dort kaputt gemacht? Sind wir nicht barmherzig, wenn die noch ankommen? Wie viel mehr ans himmlische Vater? Wichtig ist bloß, hier ich Gott einmal sage, Victor, ich hoffe bloß, du hast die Lektion gelehrt. Dann erst mir das Geld dort wird. Dann will ich wieder gehen in die nächste Arbeit. So, weniger Verdammnis, wir sind sehr uns selbst zu verurteilen, wenn was Falsches passiert, wenn es an schlecht geht, haben wir was Falsches getan. Nicht so schwind uns selbst verurteilen andere, viel barmherziger mit uns selbst sein. Das wird meine Antwort sein. Bitte, Gott sagt das deutlich. Und glaubt mir, Gott ist so groß genug, er wird uns das deutlich zu sagen, wenn wir falsch sind. Wenn man jung ist und sehr viel Lust hat, sehr schaffen, und sehr große Träume hat, wenn ist das okay, aber wie weit ist das damit einer aufhängt, zu Geld jährig und wohlhabend jährig worden wird. Ich mag die Mut zu großen Träumen. Gott hat uns Christen berufen, diese Welt zu verändern. Wenn wir klein denken, wollen wir die Welt nicht verändern. Wir müssen diese Welt annehmen von Gott. Wir sind Ambassadores von Gott. Wir repräsentieren sein Reich. Gott hat kein Problem damit, dass wir groß denken. Dat bloß mit Gott verhandeln. Irgendwann muss ich, dat mir vorkommt, vergleichen mit meinem richtigen Freund.
en houdt een stress damit, ik wil dat ook erreichen wat die hebben, dan wordt dat negatief in mijn ziel. Ergens van daher moest ik entscheiden, wanneer God jou gedacht heeft, mij 2 talenten te geven, dan wil ik davon Feuer maken. Aber meine Vision ist, Milliarden für das Reich Gottes. Ich selbst sind Moskito, noch sehr weit auf davon. Aber wir wollen groß denken. Wir wollen diese Welt für Gott verändern. Aber wir wollen das Geld auch gebruiken, die Menschen zu verändern. Da ist noch zu viel Armut und zu viel Diener, die nicht Geld haben. Wir haben die beste Computer an unserem Impressor. Aber uns boddert das nicht, wenn der Prediger irgendeine oude schrijfmachine heeft. En hij zal efficiënt arbeiten. We moeten, om de wereld te veranderen, die wat in seelischen Dienst en den geistlichen Dienst doen, de beste Elemente geven wat ze brauchen. Want die een helikopter brauchen, om de mensen in de boeien te erreichen, pues waarom niet? Dan worden die Menschen, mehr Menschen erreichen. Wir müssen bloß umdenken, nicht aus der Kornbauer denken im Neuen Testament, sondern aus Josef. Wir wollen groß worden, ganz Ägypten, ganze Welt zu erreichen. Wir wollen die Welt raden, nicht bloß uns selbst. Also ich lebe damals mit Gott verhandeln, groß denken, lass das an, aber geistlich groß denken. Die had een paar mal geredet van een budget. Wat is een budget en wil man aan dem brücken? En ik weet dat is een grote thema vielleicht, aber wie is mir mal fan war ich zum budget down? Weet je, volgens is dat zo, ik verdien 1000, dan verbruik ik die 1000. Verdien ik 2000, dan heb ik ook necessiteiten voor 2000. Dan verdien ik 5000 im Monat, oh, dat geht ook alles weg. Dus dan brauche ich een betere Kur en moet mijn huis reparen en dit en jaar. Dan verdien ik 10.000, ook die 10.000 kan ik alle verbruiken. Dus hoeveel is genoeg? Nur ist sehr wichtig, dass wir dort mit Gott klären. Es gibt verschiedene Etappen in unserem Leben, wo wir mal mehr, mal weniger brauchen. Wir dürfen von Zeit zu Zeit uns mal zusammensetzen mit meiner Frau und mit Gott verhandeln, was ist der Budget in dieser Lebensphase, wo wir sind. Und dort einfach abschreiben. Wir sind so viel, weil wir zum Eten haben, damit meine Frau die Familie versorgen kann. Sind so viel brauchen wir für Medikamente, sind so viel brauchen wir dem Hof rein zu holen, sind so viel brauchen wir für das und für Jahre. Dann sagen wir uns ein Budget, das nehmen wir uns jeden Monat. Die extra Investments, was wir dann wollen tun, die müssen wir de Caso a Caso mit Gott verhandeln. Warum? Wir sind doch Verwalter. Dann sollen wir mit unserem Eiendömer, was uns das gibt, dort verhandeln. Gott hat nicht ein Problem, dass wir das mal verändern, je nachdem, was unsere Lebenssituation ist. Kann ja werden, gerade, das kostet mir ja Geld. Dann gehen die irgendwann aus dem Haus, dann braucht das weniger Geld. Und so gibt es verschiedene Kasos, aber wichtig ist, den Zirkel zu machen. Dort, wo ich mehr verdiene, kann ich aufgeben. Warum? Er hat sie versorgt. Und dann habe ich Freiheit, wo Gott mir mehr gibt, auch gut zu geben an andere. Ich glaube, diese Definition, die ist wichtig, mit Früh und mit Gott zu machen. Ja? Oder, wenn es nicht fehlt, weil angenommen, wir machen ein Budget, das habe ich auch vorhin so, ich brauche 1000, aber mein Einkommen ist bloß 800. Dann mag ich, ruhe ich, anzufangen mit Gott zu verhandeln. Gott, wo kann ich das, was mir fehlt, um die Familie zu versorgen, eine Schule zu schaffen, wo kann ich das verdienen? Und ich weiß, als ich wenig habe, sieht Gott mir irgendwann näher, ich würde lehren, wo du mehr kostet. In 2. Korinther 9, Vers 10, ich bin nicht sicher, aber da irgendwo heißt es, der den Seemann Samen und Brot zur Speise gibt, wird auch euch Samen geben und mehren die Früchte eurer Gerechtigkeit. Das heißt, Gott wird mir so geben, was ich ausstreuen kann, um damit das wachsen kann. Wichtig ist, mit Gott anfangen, dort zu verhandeln. Und sage Gott, mir fehlen 200. Wo kann ich die mehr haben? Und wirklich, habe ich noch 5 Minuten? Ja, die Zeit ist allraum. Aber es ist ein Punkt, wo wir beten sollen, das will ich noch hier erklären. Darf ich da boven die Technik beten, einen Flipchart nochmal zu weisen, das ist eine von den 4 letzten, wo das erst von die Witwe,
die um Anwalt geht. Lukas 18, 1-8. Ich habe dort einmal taub lesen. Du hast ein besonderer Vers, wo Gott mir lehrt, wo wir beten sollen. Lass uns das mal taub lesen. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte aber auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu diesem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, und da heißt es in dem Original eine Nudnik. Diese Witwe ist eine Nudnik, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch in Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagte, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen, auch in der Versorgung? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf Erden diesen Glauben finden? In der jüdischen Übersetzung heißt es, dieses Vertrauen finden? Was bedeutet Nudnik? Nudnik kostet den Flipchart ein Wiedergune. Nudnik im Jüdischen bedient erst eine Plor, lästiger Mensch, eine Nervensäge. Ich habe noch auf Englisch und Spanisch die wir da geschrieben. So wird diese Witwe, sie will dort haben. Und die ging so lange ab den Nerven, bis sie dort kriegt. Tja, wieso nur Gott kommen, wann ans Wort fehlt? Gott so lange ab den Nerven gehen, bitte ans Jaft, warum wir am Beten? Er sagt, wo ich das vertrauen begint finde, dass je so nur mir kommen. Das ist ein Beispiel, wo wir mit Gott können verhandeln. Penetrant sein, aus den Nerven sagen, bitte wie das kriegen. Und je Morgen, wenn wir das Vertrauen in Gott haben, anstatt an irgendwem in dieser Welt, dann wird Gott mit uns anfangen zu handeln. Und ich sage, aus meiner Erfahrung, es wir Gott hat mir immer mehr gegeben, als ich ihm gebracht habe. Ich sehe den Beweis dafür, dass Gott mehr gibt, als wir am Bett. Gott gibt mehr, als du am Bett bist. Bloß, häng die an Gott. Sieh so aus dieser Witwe. Häng die an Gott. Du musst mir recht schaffen. Du musst mir helfen. Er sagt, mein Vertrauen bloß auf dich. Und ich lade nicht los, so als Jakob sagt. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Tja, wie so hartnäckig sein mit Gott, dann wo wir uns hart an Arm bringen. Dann wo wir von Arm aufhängig sind. Dort gefällt Gott uns dann Gott zu tun. Wenn wir unsere Haupt nicht auf ansetzen.